Willkommen zurück bei der Kindersendung. Mega cool, dass du eingeschaltet. Heute am 6. Dezember oder vielleicht schaust du auch mal später, der ganz spezielle Tag, wo wir den Samichlaus feiern oder Chloislet, wie auch immer das sagen. Darum, ihr seht, wir haben auch den Adventskalender, da dürfen wir nachher noch ein Türchen aufmachen. Wir haben das zweite Kerzchen angezündet, weil heute der zweite Advent ist. Und mega cool bist du dabei. An dieser Stelle wollen wir euch auch noch Danke sagen für alle eure coolen Bilder, die ihr uns geschickt habt und die Fotos von den Sachen, die ihr ausprobiert habt. Wir haben mega Freude gehabt. Und ihr seht auch, es hat noch ein bisschen Platz an der Wand. Also wenn ihr jetzt noch eine Idee habt, etwas, das wir noch aufhängen können, das ihr malen könnt oder ein Foto, könnt ihr das immer noch schicken. Es ist noch nicht spät. Und wir freuen uns über jedes Bild, das ihr gemacht habt oder das Foto. Ja, und wir stecken ja immer mitten in der Geschichte von Paulus und die Geschichte wird immer gefährlicher. Ja, warum gibt der Paulus einfach nicht auf? Und vor allem, wieso sind alle Menschen in dieser Stadt gegen den Paulus? Vor allem die Juden kämpfen so gegen ihn. Ja, wir sind froh zu wissen, dass Gott stärker und mächtiger ist als alle und er das letzte Wort hat. Und er gibt dem Paulus auch immer wieder die Chance, das zu bezeugen. Und der Paulus hat gewusst, dass Jesus immer bei ihm ist, am Tag und in der Nacht. Und das darfst auch du wissen. Und darum haben wir jetzt gerade ein Lied singen, wo um das geht. Jeden Tag und jede Nacht. Jeden Tag, jede Nacht sollst du mein Begleiter sein. In der Schule und daheim und wenn ich bei Freunden bin. Ganz egal, wo ich auch hingehe, du wirst mich gar nie im Stich lassen. Jeden Tag von meinem Leben bist du für mich da. Jede Nacht, jede Nacht.
Ja, wenn du da an meine Hand schaust, dann siehst du, da hat es etwas. Genau, das ist mein Ehering. Der Ehering, der zeigt, dass ich verheiratet bin. Und wenn du den jetzt so gut anschaust, dann siehst du, dass der schön glänzig und ganz wunderbar ist. Richtig so goldig schön aussieht. Auf der einen Seite ist das, damit es ein schöner Ring ist. Aber ich denke, wir können auch sagen, der Ring oder der Ehering, der sieht so schön glänzig und goldig aus, weil der etwas ganz, ganz Wertvolles ist. Gott hat das eingerichtet. Gott hat das gemacht für uns Menschen, dass Mann und Frau zusammenkommen können. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Der zeigt aber auch noch etwas anderes, der Ehering. Der Ehering ist rund. Warum auch das? Er ist rund, natürlich, damit er da gut an den Finger anpasst. Ja, aber er ist auch noch rund, weil das zeigt etwas. Wenn man so einen Kreis macht, dann hört das nämlich nie auf. Und die Ehe, die soll nie aufhören. Oder, noch besser gesagt, die Liebe. Normal hat man sich gern in der Ehe, man liebt sich und die Liebe, die soll nie aufhören. Und das erinnert mich nämlich genau an die Liebe von Gott. Wie Gott uns lieb hat oder wie Gottes Liebe zu uns Menschen eben auch nie aufhört. Wir sind ja beim Paulus. Er selber war zwar auch nicht verheiratet, aber er hat genau eben auch das gewusst. Die Liebe von Gott, die hört nie auf. Ich gehe jetzt meine Bibel holen. Die Liebe von Gott, die hört nie auf. Die gilt für immer. Und das hat der Paulus ganz, ganz sicher gewusst gehabt. Die Liebe von Gott, von Jesus Christus, dass er ihn liebt, dass er ihn gern hat. Und das ist auch für ihn Kraft gewesen, um immer wieder dranbleiben. Das ist für ihn Kraft gewesen, um weiter von ihm zu erzählen. Und ja, das machen, was Jesus gesagt hat. In der Zwischenzeit ist er ist unterwegs gewesen und jetzt in der Zwischenzeit ist er in Caesarea angekommen. Das ist eine Stadt direkt am Meer, ist dort angekommen. Und was hat er dort gemacht? Natürlich ist er als erstes auch gerade die anderen Christen aufsuchen. Und er hat sie besucht. Und in der Zeit, als er dort war, ist etwas ganz Spezielles passiert. Da ist ein anderer Mann gekommen und der hat den Gürtel von Paulus genommen, hat sich damit die Hände und die Füße, wahrscheinlich nacheinander, so gefesselt. Und dann hat er gesagt, der Mann, dem, wo der Gürtel gehört, der wird in Jerusalem fest leiden müssen. Der wird dort auch gefangen genommen. Was? Haben die Leute gedacht. Weil die haben alle gehört oder gewusst, dass der Gürtel, dass das ein Paulus sein Gurt ist. Und das heisst, dass der Paulus, wenn er auf Jerusalem geht, dass er dort fest wird leiden müssen. Und darum haben sie ihm gesagt, Paulus, bitte geh nicht auf Jerusalem. Du weisst, es wird nicht gut rauskommen. Aber der Paulus hat abgewunken. Er hat gesagt, Leute, ich bin bereit zu leiden. Nicht einfach so, sondern ich leide, oder es ist ein Leiden für Jesus. Ich bin bereit, für Jesus zu leiden. Und darum lasst mich gehen. Die Freunde haben bald gemerkt, dass sie ihn nicht davon abhalten können. Und darum haben sie nur gesagt, der Wille von Gott soll geschehen. Und daraufhin haben sie ihn gehen lassen. Ja, der Wille von Gott soll geschehen. An Paulus stehen schwierige Zeiten bevor. Und das hat er gewusst. Aber er hat gewusst, dass Jesus bei ihm ist. Dass er ihn begleitet. Und was auch immer in dem Jerusalem passieren wird. Er hat sicher gewusst, dass die Liebe von Gott zu ihm nie aufhört. Nichts und niemand kann die Liebe wegnehmen. Niemand kann ihn trennen von der Liebe vom Vater im Himmel. Seine Liebe bleibt für immer. So ist er gegangen, oder mit dem Wissen ist er gegangen auf Jerusalem. Und er ist dort angekommen und auch dort wieder, genau das gleiche wie in Caesarea. Als erstes ist er Christus besuchen. Und er hat ihnen erzählt, was Gott alles Grosses da hat auf seiner Reise. Wie viele Leute das umgekehrt sind und angefangen haben, an Jesus zu glauben. Die Christen haben sich gefreut, dass sie das alles gehört haben. Dass sie gehört haben, was Gott gewirkt hat. Daraufhin ist der Paulus in den Tempel gegangen, auch das, wenn er es oft schon gemacht hat. Und auf dem Weg zum Tempel, da haben andere, also Juden, haben ihn gesehen und haben ihn entdeckt, das ist der Paulus, das ist der Mann, der so
alles durcheinander bringt. Das ist unsere Gelegenheit. Wir wollen den Gotteslästerer packen und am liebsten töten. Ein Gotteslästerer ist einer, der eigentlich gegen Gott redet oder wo vielleicht sogar Gott auslacht. Aber das war ja der Paulus niemals. Nein. Der Paulus hat ja nur das machen, was Gott will. Das, was ihm gefällt. Er hat überhaupt nichts gegen ihn gemacht. Aber die Leute haben noch weiter geschrauen. Das ist der Mann, der sogar Ausländer mit in den Tempel nimmt. Ja, die Juden haben gemeint, der Tempel oder Gott, das ist nur etwas für die Juden. Das ist für niemand anders. Das ist verboten, dass andere dorthin kommen. Und sie haben weiter gerufen, der redet gegen unsere Religion, der muss weg, fort mit dem. Und schnell sind ein Haufen wütige Leute gekommen und sie haben ihn gepackt. Der Paulus ist mittlerweile schon fast im Tempel hinein. Sie haben ihn gepackt und wieder aus dem Tempel rausgeschleicht. Sie haben ihn geschlagen und haben fast nicht mehr aufhören. Und wir können jetzt fragen, wo ist denn jetzt Gott? Wo ist jetzt die Liebe von Gott? Wo ist Gottes Hilfe? Ist er denn nicht mehr da? Seht ihr nicht, was mit dem Paulus da passiert? Wir müssen für das am besten in die Bibel schauen. Und du darfst daheim auch wieder deine Bibel holen. Wenn du sie nicht bei dir hast, kannst du auch, wie auch schon mal, Pause drücken, gehst sie holen, dann kommst du zurück und drückst wieder Start. Ich habe jetzt die Bibel schon da. Und dann schlagen wir auf Römer 8, Vers 38 und 39. Und dort steht, Römer 8, Vers 38 und 39, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also eigentlich sagen die zwei Verse nichts anderes als, es gibt nichts auf der Welt, kein Problem, keine Schwierigkeit, kein Mensch, der uns von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts und niemand. Die Liebe Gottes ist immer da. Und die Verse, die hat der Paulus selber aufgeschrieben. Er hat das wissen und erfahren. Die Liebe von Gott ist immer da. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Aber das Problem ist, der Teufel oder der Satan, der will uns eben versuchen zu trennen. Der will, dass du denkst, Gott liebt dich nicht immer. Oder wenn etwas Schlimmes passiert, jetzt Gott liebt dich nicht mehr. Sonst wäre das Schlimme nicht passiert. Aber Satan lügt, wenn er dir so etwas einredet, wenn er dir versucht einzureden oder zu flüstern. Siehst du, darum bist du so krank, weil Gott dich nicht liebt. Oder darum wirst du in der Schule ausgelacht, weil Gott gar nicht da ist und nicht für dich schaut. Aber das stimmt nicht. Du musst immer daran denken, Gott hat nie versprochen, dass wenn du an ihn glaubst, dass dann alles wunderbar läuft und dass nichts mehr Schlimmes passiert. Das hat Gott nicht versprochen. Aber weißt du, was er versprochen hat? Dass er immer da ist, dass er dir hilft und dass seine Liebe immer bei uns ist. Dass nichts sich von seiner Liebe trennen kann. Ja, und so hat Gott auch beim Paulus seine Gründe gehabt, warum er das zulassen hat, dass mit ihm jetzt so etwas Schlimmes passiert ist. Und von diesem Streit oder von dieser, ja, man müsste fast sagen, Schlägerei, haben auch die römischen Soldaten gehört. Und sofort haben sie sich aufgemacht, sind gekommen, sind dorthin marschiert, der Kommandant und einige Soldaten. Und als die Leute die Soldaten gesehen haben, haben sie sofort zueinander gesagt, hey, halt, stopp, hört auf, die Soldaten kommen, die römischen Soldaten. Der Kommandant, der hat dann angefangen und gesagt, der gerade gesehen, dass es da um einen Mann geht, hat er gerade ausgerufen, hey, was ist denn das für ein Mann? Was haben wir da für ein Problem? Und dann haben die einen Leute angefangen, irgendetwas zu schreien. Und die anderen Leute haben irgendetwas anderes geschrauen. Und der Kommandant, der ist überhaupt nicht rausgekommen. Die sagen das, die sagen das. Was stimmt jetzt? Was ist jetzt los? Schlussendlich hat er gesagt, wisst ihr was? Bindet ihn in Ketten oder fesselt ihn und dann nehmen wir ihn gerade mit in die Kaserne.
Und dort schauen wir dann weiter schauen. Und die Leute, die wütigen Leute, die haben noch geschrien, weg mit ihm, weg mit ihm. So verrückt sind sie, aber eben, wahrscheinlich haben sie gar nicht recht gewusst, wieso. Bevor sie dann aber gegangen sind, hat der Paulus den Kommandant gefragt, bitte Kommandant, kann ich nicht noch zu diesen Leuten reden? Ja gut, dann redest du, hat er gesagt. Also, und so hat der Paulus zu ihnen geredet, hat vielleicht mit einem Handzeichen gesagt, sie sollen ruhig sein. Und tatsächlich, sie sind ruhig geworden. Und der Paulus hat ihnen angefangen zu erklären, wer er ist. Er hat aus seinem Leben erzählt. Er hat ihnen gesagt, Leute, ich bin auch einer von euch gewesen. Ich bin selber ein Jude. Ich habe genau gleich gelebt wie ihr. Bis zu dem Punkt, wo der lebendige Jesus selber mir begegnet ist. Und dann habe ich gemerkt, Jesus lebt ja wirklich. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und mein Leben hat sich ganz verändert seitdem. Ich habe gemerkt, wer Gott ist. Und von da an habe ich angefangen, Jesus zu dienen. Mein Leben hat sich völlig geändert. Komplett geändert. Paulus hat weiter gesagt, dass Gott, der Herr, selber zu ihm gesagt hat, Paulus, und jetzt gang zu den Leuten, zu den Juden da, aber auch zu allen anderen auf der ganzen Welt. Gang zu ihnen und erzähl von mir. Erzähl die gute Botschaft von Gott. Und wo sie das gehört haben, die Leute, da haben sie gerade wieder angefangen zu schreien. Weißt du noch wieso? Eben, weil sie gedacht haben, dass Gott oder Gottes Liebe nur für die Juden ist. Aber das ist ja nicht so. Und der Kommandant hat das gehört von Paulus, er hat die Leute gehört schreien. Er ist nicht mehr rausgekommen. Für ihn war das ein riesiges Rätsel gewesen. Was stimmt jetzt? Was ist es? Und ein Rätsel habe ich jetzt auch gerade. Das möchten wir jetzt miteinander machen. Der Joel, der kommt jetzt und hilft mir da dabei. Wir haben da ein Kreuzworträtsel, wo man eben, wenn man das nur so sieht, auch nicht rauskommt. Oder unten da, die 5 Buchstaben, das Lösungswort, das haben wir auch nicht. Also versuchen wir das mal miteinander zu lösen. Ich habe da oben 5 Fragen. Du siehst die Fragen dann auch. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit der ersten Frage gerade anfangen. Also die erste Frage, die heisst, den braucht man, um eine gerade Linie zu zeichnen. Also etwas braucht man für eine gerade Linie. Und es kommt jetzt da rein, beim Eis. Was könnte jetzt das sein? Hilfst du mir? Weisst du es? 6 Buchstaben. Das Problem ist jetzt, du kannst mir nicht rufen. Also ich muss es selber herausfinden. Vielleicht hilft mir der Joel noch. Aber genau, nein, das schaffen wir schon. Gell? Also, du hilfst mir, ja, hast du gesagt. Also 6 Buchstaben, eine gerade Linie, ein Maßstab, passt nicht, ist zu lang. Lineal wird passen. Sensationell. Joel, schreibst du es mal hier. Lineal. Super, das passt wunderbar rein. Sehr gut, danke. Dann gehen wir weiter. Frage 2. Ein stacheliges Tier. Oha, ein stacheliges Tier. Jetzt siehst du da, das 2 ist da oben. 4 Buchstaben und der letzte ist ein L. Also kann es nicht irgendein Tier sein. Ein stacheliges Tier. Ja, ich denke, das ist klar, was es ist. 4 Buchstaben, ein L am Schluss. Weisst du es? Joel weiss es schon, gell? Ich würde sagen, schreib es mal rein. Hast du auch das herausgefunden? Igel, sehr gut. Natürlich hast du es auch herausgefunden. Das 3 oben runter, mit dem E fängt es an. Aber zuerst noch die Frage. Dort ist es nicht rund. Dort ist es nicht rund. Ja, wo ist es nicht rund? Wo ist es nicht rund? Gute Frage. Hast du eine Ahnung? Mit E fängt es an, auch wieder 4 Buchstaben. Dort ist es nicht rund. E, was soll man sagen? Joel? Rund, das Gegenteil. Ecke. Geht's hier? Probieren mal. Schreib es richtig, gell? Sonst passt es nicht.
Sehr gut. Mit CK hat es genau 4 Buchstaben. Gut, Frage 4, das ist da durch. Es ist gebogen und gelb. Gebogen und gelb. Ja, was ist auch das? Etwas Gelbes. Man überlegen, was ist alles gel? Zitrone ist auch ein bisschen gebogen, aber passt nicht so. He? Zitrone. Was ist noch gel? Wir sehen da, der letzte Buchstabe ist E. Überleg gut. Gel, Bogen. Was könnte es sein? Banane. Sehr gut, schreib mal an. Banane, genau. Und dann haben wir noch die 5. Frage, das 5. Wort. Da steht die Frage, es watschelt hin und her. Es watschelt hin und her. 4 Buchstaben. Der zweite ist N. Was watschelt umeinander? Pinguin. Passt nicht. Was watschelt auch noch? Was könnte es sein? Mit E? N-T-E? Passt das? Ente? Sehr gut, gell? Eine Ente watschelt doch auch. Wunderbar. Jetzt haben wir die 5 Wörter herausgefunden. Und jetzt siehst du da, überall, wo es rot ist, das sind jetzt unsere Lösungsbuchstaben. Und jetzt müssen wir die da unten einsetzen. Joel, jetzt kannst du mal anfangen mit 1, 2, 3, 4, 5. Schauen, ob das passt und was es für ein Wort gibt. Hast du schon gemerkt, welches Wort das es gibt? Sehr gut macht Joel das. Wunderbar. Liebe. Liebe. Lösungswort ist Liebe. Also, wir haben unser Rätsel oder unser Problem herausgefunden. Wir haben das lösen. Der Hauptmann, der ist immer noch am gleichen Punkt. Der hat sein Rätsel, sein Problem noch nicht lösen. Ja, aber wenn wir bei der Liebe sind, dann ist eben genau das. Gott liebt alle Menschen. Er liebt Juden, aber er liebt auch alle anderen. Er liebt auch dich und er liebt auch mich. Die Bibel sagt in Johannes 3,16, dass Gott die ganze Welt liebt. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und dann geht es weiter dort, dass er eben seinen einzigen Sohn Jesus auf die Welt geschickt hat. Und da kommt es nicht darauf an, welche Hautfarbe du hast, wie gescheit du bist oder was du für Kleider hast. Das spielt alles keine Rolle. Jesus liebt dich. Die Frage ist dort nur, nimmst du die Liebe auch an? Nimmst du seine Vergebung an? Nimmst du das ewige Leben, das er möchte schenken, an? Wenn du das möchtest, wenn du merkst oder gemerkt hast, dass Jesus der lebendige Gott ist und dass er dich retten möchte, dann darfst du es einfach zu ihm sagen. Gott, daheim, wo du bist, darfst du mit ihm reden. Und darfst ihm sagen, ja Jesus, ich möchte auch an dich glauben. Ich möchte die Vergebung für meine Sünden auch annehmen. Ich möchte das ewige Leben bei dir auch haben. Du darfst ihn um Vergebung von der Sünden bitten. Und er vergibt dir alles. Und er wird dir das ewige Leben geben. Du wirst zu seinem Kind. Du darfst es selber einfach zu Gott sagen, in einem Gebet. Vielleicht kommst du aber, oder weißt nicht recht wie. Vielleicht hast du noch Fragen. Dann möchte ich dir Mut machen. Schreib die uns. Am besten schreibst du es jetzt auf, wenn du eine Frage hast. Du kannst Pause drücken, die Frage aufschreiben, dann vergisst du sie nicht. Und dann nachher kannst du uns ein E-Mail schreiben oder beim Quiz dort kann man einmal noch etwas anschreiben und darfst uns die Frage schreiben und wir geben dir eine Antwort geben. Wenn du aber schon zu Jesus gehörst, wenn du sein Kind bist, dann danke ihm immer wieder dafür, dass er dir all das geschenkt hat und dass er dich einfach ganz fest liebt. Die würdigen Juden, die haben von all dem nichts wissen. Obwohl sie gemeint haben, sie glauben an Gott, haben sie von dem nichts wissen. Und auch der Kommandant hat gesagt, er hat immer noch sein Rätsel lösen, was mit dem Paulus ist. Er hat gesagt, eben, nehmen den in die Kaserne und dann schlöndern und versuchen so herauszufinden, wer er ist. Aber halt, der Paulus sagt nachher zu den Soldaten, dürfen ihr einen römischen Bürger schlagen? Ein römischer Bürger, das heisst, er ist Römer. Er kommt vom römischen Reich.
Vielleicht hast du einen Schweizer Pass, dann bist du ein Schweizer Bürger. Und der Paulus war jetzt ein Römer. Und das hätte es nicht dürfen. Die Römer hat man nicht einfach so schlagen. Und darum sind die Soldaten so verschrocken. Was? Er ist ein Römer? Ui nein. Sofort haben sie das dem Hauptmann gesagt und sofort haben sie aufgehört, ihn zu schlagen. Aber er ist in der Kaserne geblieben. Und der Kommandant hat auch immer noch nicht gewusst, wer ist jetzt der Paulus genau. In der nächsten Nacht hat der Paulus etwas Wunderbares erlebt. Und zwar ist Gott selber zu ihm gekommen. Gott selber hat zu ihm geredet. Ich kann dir das gerade vorlesen. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Dort steht, aber in der folgenden Nacht oder eben in der nächsten Nacht ist der Herr zu ihm gekommen und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir geredet hast, so sollst du auch in Rom von mir reden. Das heißt, Gott hat ihm im Traum gesagt, Paulus, du wirst auf Rom kommen. Du wirst auch dort von mir reden können. Das heißt, es wird ihm jetzt in Jerusalem nicht passieren, sondern er wird bewahrt bleiben und er wird bis auf Rom kommen. Gott hat ihm dasselbe gesagt. Gott hat ihn getröstet. Gott hat ihm Mut gemacht. Wie wunderbar, dass Gott das macht. Und auch das wieder, weil er ihn liebt. Und Gott kann das sagen. Weil schlussendlich passiert nur das, was Gott will oder das, was Gott auch zulässt. Gott hat immer das letzte Wort. Und er möchte seinen Kindern immer wieder Mut machen. Auch gerade in Schwierigkeiten. Auch dir, wenn du mit ihm lebst, möchte er auch dir immer wieder Mut machen. Manchmal braucht er einen Bibelvers für das, manchmal braucht er andere Menschen für das oder manchmal passiert sonst etwas. Vertrau am Herrn und ja, los auf ihn. Und wenn du seine Hilfe hast erleben, dann schreib es am besten auf. Ich mache das jetzt auch gerade, weil ich habe nämlich auch etwas erlebt. Und zwar hole ich jetzt mir ein Blöckchen und einen Schreiber. Und ich schreibe mir jetzt auch gerade das auf. Nämlich habe ich lange nicht gewusst, wenn ich jetzt gerade heute in der Geschichte anfangen soll. Und dann habe ich da angehockt, habe überlegt, mir ist nichts in den Sinn gekommen. Und nachher habe ich auch gebetet. Nach dem Gebet habe ich das Büchlein vorgenommen, wo es so eine Idee drin hat. Ich habe dort ein bisschen durchgeblättert. 2 Minuten später habe ich gesehen, da ist eine Idee drin, das ist super, das mache ich. Gott hat mir einfach die Idee geschenkt. Gott hat mir geholfen. Und das schreibe ich jetzt gerade auf, dass ich eben das immer wieder erinnere und so Gott auch danken kann und kann wissen, Gott ist bei mir. Also, ich schreibe jetzt da Idee für Beginn der Geschichte. Und genau das kannst du auch machen. Nimmst am besten auch ein Blöckchen, kann ja schöner sein als das, und kannst immer die Sachen aufschreiben, die du erlebt hast, wie Gott dir geholfen hat. Und dann vergisst du das nicht und kannst ihm einfach danken dafür. Wahrscheinlich hat der Paulus noch viel an das gedacht, wie Gott ihn ermutigt hat. Wie ist es so weitergegangen? Daraufhin haben die Feinde von Paulus oder einige davon haben beschlossen, dass sie nichts mehr essen wollen und auch nichts mehr trinken wollen, bis dass der Paulus tot ist. Ei, was die beschlossen haben. Der Punkt ist aber, sie haben das nicht nur so beschlossen, sondern die haben noch einen Plan gemacht. Sie haben versucht, dass der Paulus nochmal zu den Juden kommen. Er war ja da beim Hauptmann, bei den Soldaten. Jetzt soll er nochmal zu den Juden kommen und auf dem Weg dorthin, da wollen sie ihn packen. Jetzt aber hat das der Neffe von Paulus, das ist das Kind von seiner Schwester, der hat das gehört. Und sofort ist er das an Paulus sagen. Und der Paulus hat gesagt, weißt du was, geh weiter, geh zum Hauptmann, das sagen. Und das hat er gemacht. Der hat das also so erfahren. Und er hat dann dem Neffen auch gesagt, hey, wunderbar hast du mir das gesagt. Sag's ja niemandem weiter, dass du bei mir bist. Weil der Hauptmann hat nicht wollen, dass dem Paulus etwas passiert. Er hat ja ihn bewachen müssen. Und er hat dann schnell reagiert. Ganz einen Haufen Soldaten hat er zusammengetrommelt und er hat ihnen befohlen, dass sie den Paulus in eine andere Stadt bringen sollen. Dass sie ihn bewachen und dafür schauen, dass er sicher an einem anderen Ort ankommt. Und er soll dort zu einem anderen
hohen römischen Mann gebracht werden, zum Statthalter Felix. Und der soll dann weiter schauen. Er hat auch noch einen Brief geschrieben, den er den Soldaten mitgegeben hat. Merkst du, wie Gott wieder hilft, wie Gott wieder eingreift, wie die Juden nichts machen können, weil Gott eben da ist und weil er schaut, weil er den Paulus liebt, weil er seine Kinder liebt, weil nichts kann seine Kinder von Gottes Liebe trennen. Nichts und niemand. Gott hat alles in der Hand. Und es passiert immer so, wenn er es zulässt. Da kann kein Mensch etwas dagegen tun. Sie sind nicht den Tag durchgegangen, sondern am Abend, etwa um 9 Uhr war es, da haben sie Jerusalem verlassen, mit dem Paulus, mit all diesen Soldaten. Eine grosse Gruppe war es, haben verlassen die Stadt und sind gegangen Richtung Caesarea wieder. Wieder an die Stadt am Meer unten. Wenn ich richtig informiert bin, ist die Strecke vielleicht etwa so weit wie von Zürich bis auf Bern. So weit haben sie müssen marschieren, mit Pferd sind sie unterwegs gewesen, aber sie haben das gemacht und der Paulus ist schlussendlich sicher dort in Caesarea beim Statthalter Felix angekommen. Kannst du dir mal vorstellen, vielleicht haben die Feinde von Paulus, die gesagt haben, sie essen und trinken nicht mehr, vielleicht haben sie gesehen, all die Leute, die Soldaten, die den Paulus mitnehmen und dann denken, nein, was ist denn das? Aber sie haben nichts machen. Der Paulus ist sicher in Caesarea angekommen. Ja, Gottes Liebe zu seinen Kindern ist gross und die hört nie auf. Sie bleibt für immer. Und ich möchte jetzt gerade noch beten und Gott danken dafür. Ja, danke vielmals, Jesus, dass du deine Kinder oder alle Menschen eigentlich ganz fest lieb hast. Danke, dass die Liebe für immer ist, dass sie nicht aufhört. Wir wollen dich ehren und dich anbeten. Und danke, dass du da bist, dass du lebst. Amen. Von dieser großen Liebe Gottes wollen wir jetzt singen. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe. In Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. So weit Wie der Josef vorhin die Geschichte erzählt hat, dürfen die uns gerne, wenn ihr Fragen habt und Glauben an Jesus, uns die schicken per Mail oder dürfen sie direkt im Quizblatt einfügen, damit wir die euch beantworten können. Genau, und jetzt haben wir auch noch ein Quiz machen. Nathalie, willst du mal die erste Frage fragen? Ja. Die erste Frage ist, der Paulus ist bereit, für Jesus zu leiden. Aber warum? Erste Antwort, Antwort A, weil er einen grossen Lohn erhaltet. Antwort B, weil er zeigen will, dass er ein Mann ist. Und Antwort C, weil er Jesus liebt. Die zweite Frage ist, warum sind die Juden so gegen den Paulus gewesen? Antwort A, weil sie gedacht haben, dass er eine Lüge erzählt. Antwort B, weil er ihnen stark war.
Und Antwort C, viele haben gar nicht gewusst, was das Problem überhaupt liegt. Die dritte Frage ist, was hat der Paulus in seiner Rede am Volk erzählt? Antwort A, er verteidigt sich, damit er nicht bestraft wird. Antwort B, er erklärt nochmal, wie Jesus sein Leben verändert hat. Und Antwort C, er nutzt die Gelegenheit und zeigt ihnen, wie böse und gemein sie sind. Ja, Noemi, weißt du noch, was wir heute gelernt haben? Noemi, ich habe für dich eine Hilfe. Und für euch Kinder habe ich auch eine Hilfe. Etwas, wo ihr basteln könnt daheim. Und zwar, ich habe dann mal so eine Pinnwand gemacht. Ihr könnt daheim schauen, ob ihr vielleicht einen alten Karton habt oder ein altes Holzstück oder so eine Wand wie ich. Und da könntet ihr, wenn ihr wollt, sogar anmalen. Und was ihr für das braucht, ist diese elastischen Gummibänder. Ihr tut sie zusammenknüpfen. Ich zeige euch jetzt, wie es hinten aussieht. Es ist nicht so schön, aber das interessiert niemand. Da. Ich habe alle Bänder zusammengeknüpft und einfach so rundum gewickelt. Und so, dass man wirklich so Sachen anstecken kann. Und für den Mal habe ich das, was ich gelernt habe von der Geschichte, für mich aufgeschrieben. Das ist mir wichtig geworden. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Und das könntet ihr einfach so reinstecken und der Pinnwand irgendwo aufhängen und die ganze Woche daran denken. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Und wenn du das siehst, kannst du auch gerade Jesus Danke sagen, dass er mit dir ist und nichts kann dir von ihm trennen. Du, Christina, dürfen wir die Pinnwand gerade bei uns im Studio aufstellen? Die ist so schön. Das wäre super. Ja, sicher. Und Danke. wir können eben jedes Mal so draufschreiben. Ah, cool. Hey, und Kind, gell? Auch von diesen Sachen, die ihr bastelt, könnt ihr uns Fotos schicken. Wie ihr es macht oder wie es am Schluss aussieht. Würden wir uns freuen, um das zu sehen. Ah, und wenn ich schon gerade da bin, das ist nämlich euer Preis, den ihr gewinnen könnt beim Quiz. Und wir dürfen noch 6 aufmachen. Yes! Haben wir auch noch einen Kalender daheim? Heute haben wir... Samichlaus. Hey, und während wir zwei uns noch darum streiten, wer das 6 darf essen, das Samichlausli, wollen wir mal schauen, wie es beim Knüsli weitergeht. Letztes Mal ist ja irgendetwas passiert mit seiner Erfindung und ist kaputt gegangen oder so. Komm, wir schauen doch mal, wie es dort weitergeht. Hey, Knüsli, es tut mir mega leid, aber ich glaube, das ist jetzt voll kaputt. Ja, warte, das kann man gleich noch grob blicken. Irgendwo muss man den Sack gleich noch mal anmachen. Ja, also probier's mal. Ja, ich habe da noch ein super Knüsli-Klebband dabei. Das soll besonders gut kleben. Ich glaube, ich habe nicht mehr verfolgt. Glaube ich voll. Ja, ich meine, jetzt sind wir weit dran. Es geht zum Mann, mich. Ja, doch, der hebt es. Du hast mal das drauf da. Ich heb das und du kannst mit der Fläche da rundherum. Ja, heben wir mal. Das klebt im Fall besser als Kohlgummi in den Haaren. Im Fall. So, ich heb's da mal. Sehr gut. Weißt du, ich sage, du musst, wenn man das noch schwarz anmalen tut, dann sieht man gar nicht, dass es Klebe drauf ist. Ja, doch, hebt wieder. Tipptopp. Aber- Super Klebe. Ja, was tun wir Lass an? mal die Öle an. Nein. Hat es noch ein bisschen? Doch, das hat's noch. Komisch. Aber du, Ja. Das tut nicht so in Ordnung. der sieht ja gar nicht so gut aus. Es wirkt ja recht beschmutzelt im Fall. Ja, den müssen wir ersetzen im Fall. Ja. Weisst du, das Problem ist, wir können gar nicht mit der Werkstatt zurück. Da ist jetzt der da. Ja. Also, er ist kein Kollege oder so, der könnte helfen. Ja, ich bin nicht viel. Aber da ganz in der Nähe wohnt einer. Wir können ihn mal fragen, ist gut. Ja, aber warte, du die Erfindung noch verstehst. Du hast sehr gut rein. Und super Flachband auch gerade. Sonst wird das auch gestohlen. Also gut, gehen wir mal den Kollegen suchen. Das ist schön. Du, sorry, Augustin. Oh, hallo, Mensch. Sing doch mit und hock an. Ich soll nicht singen, weißt du. Schön. Willst du auch mitsingen? Ein Trio! Nein, ist doch gut. Los! Sing wir das Trio! Wunderschön. Weißt du, es ist so, das ist der Geschwind, der Heili. Es ist so, wir haben eine Erfindung gemacht. Und das tue ich gerade so erzählen. Nein, das ist nicht Augustin, weißt du. Wir brauchen für die...
Ich kann nicht, der ist immer so drauf. Ja, er ist pinterlich. Sorry, was kann ich erzählen? Wir haben eine Erfindung gemacht. Die ist jetzt kaputt und jetzt brauchen wir noch Material für das Motörli. Ja. Hast du das? Das ist meine Motormusik da. Das ist wunderschön. Trifft das noch nicht an. Komm, das damit und singe mit. Kann der auch? Schön. Eigentlich eben schon. Wenn aber so Musikding ist. Jetzt vielleicht braucht es andere Hilfe. Ja, du August, die mich gönnt. Mach's gut. Aber, also, was ich gehört habe, würde mich schon schaurig interessieren. Könnte man da Deal vorschlagen? Nein. Gut, Ich überleg's mir. Ich könnte ganz schön die CD von mir als Bonusmaterial, wenn ich die Premiere habe, die ersten Sitze über. Ja, nee. Vorne in der Premiere. Könnt ihr sitzen? Augustin. Also, das ist ja. Bitte! Ja, was hast du noch für Material? Ja, das ist Überraschung. Genau, was ich Ihnen sagen kann, was ich habe, kann ich auch nicht sagen. Und dann werden wir gegenseitig eine Überraschung haben. Das ist wie eine Überraschung sein. Ich wüsste gar nicht, was drin ist, aber man kauft es. Das ist eigentlich gut Argument. Ja, genau. Okay. Du Augustin, Ja. du hast gefreut, wir sollten gehen. Ich freue mich auf den Deal. Wunderschön. Aber es klappt nie, wenn wir jetzt so zum Bundesrat wollen. Ja, ich weiss. Du, am besten tun wir uns splitten. Das heisst, du gehst zum einen, ich tu dir noch die Adresse schicken. Und Ja, ich gehe genau, zum schick anderen. mir die Dann sind wir Adresse. schneller, ja. Oh, das Leben ist schön. Ich habe einen Deal mit den Professoren. Und ihr auch. Wie sehe ich danach? Oh. Ich glaube, ich muss sie noch mal stimmen gehen. Irgendwie etwas. Ich habe da gerade eine Automatik erfunden. Da könnt ihr dann später mal drüber hören. Aber jetzt. Hallo? Jetzt ist sie eingeschlafen. Ja, dann müssen wir halt noch mal weggehen in der Wärme. He? Ciao. Ha! So der Letz. Jetzt habe ich gerade mein neues Buch gekauft. Jetzt mal schauen, ob das da funktioniert. Ja, Jetzt da. Phase 5. Phase 3 einstecken. Das wäre wohl das Kabel. Gut. Blaues Kabel. Phase 27. Phase 34. Das gehört von da hin. Hey, wunderbar. Hey, ich sag's. Es gibt nichts über das gescheites Buch. Ja, jetzt. Mal schauen. Sollte das eigentlich laufen? Ja, mal du. Ich habe eben erst meinen Bachelor gemacht, weißt du, ETH Zürich. Ja, immer gut. Jetzt bin ich ausgebildeter Erfinder ETH. Ja, jetzt gehe ich einen neuen Job suchen. Einer, der mir zahlt für das, was ich mache. Jetzt habe ich hier eben mal einen Prototyp gemacht. Aber ja, das ist zu mir, weißt du, das war ein Hobbybastler-Modell. Jetzt muss ich zum Hans Muster gehen. Es war ein wahrer Musterschüler von mir. Früher, als ich noch Erfindungslehrer war. Aber mal schauen, wo der jetzt ist, was der jetzt macht. Sapperlot. Tun da die Jugendlichen wieder ihre Skateboards rumliegen lassen. Sorry, Hans. Ja, hallo? Hey, Sali? Knüsli? Hey, Hallo? bist du gewachsen, du? Ehrenwort. Richtig Ja, hey, gross geworden. ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht. Wow, Hey, dank dir habe ich angefangen zu erfinden im Fall. Ja, Und jetzt siehst siehst du, gut was aus mir aus. geworden ist. Was erfindest du denn so? Ja, alles so Sachen, die man halt erfindet. So, Käsepresse oder... Wow, bist du ein kleiner Erfinder? Ja, Wow, so cool. Du, aber wenn ich groß bin, bin ich dann ein grosser Erfinder. das macht Sinn, ja. Das hast du bei mir in der Ich Schule habe gelernt. immer gesagt in der Schule, weißt du, in der ETH, Ja. bin ich da in der Vorlesung gesessen Aha. und immer gesagt, hey, wenn ich dann fertig bin, irgendwann, bin ich so ein grosser Erfinder wie der Knüsli. Du alter Charmeur, du, warum ich eigentlich da bin? Ich habe eine Erfindung gemacht und dort brauche ich noch so ein kleines Motörli. Weißt du, ich habe da so einen anderen, der heisst Heidi Geschwind, mit dem bin ich das ja umziehen und der hat jetzt die ganze Maschine kaputt gemacht und jetzt geht eben das Motörli nicht mehr. Und jetzt Hey. ich wollte fragen, ob du noch eins hast. Hey, aber sicher habe ich noch etwas für dich da. Ja. Was willst du? 2 Takt, 4 Takt, 8 Takt, 7 Achtel, 3 Viertel? So einen schönen Walzer, so ein 3/4. Hast du schon etwas auch? Ja, das sollte ich haben. Wie viel Hubraum? Es müsste um die 4000 rum sein, so viel ich weiss. Ja, ich glaube, so etwas habe ich für meine Masterarbeit gemacht.
Okay, ja, so einen bräuchte ich. Ja, hä? Hey, aber was machst du mit dieser Erfindung? Wie soll ich sagen? Weißt du, Hans, ich vertraue dir. Ja. Du bist ein guter Schüler gewesen, aber du bist wirklich ein Musterschüler Ja, sogar. sowieso. Gewesen, ja. Hans Muster. Es ist so, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, weil Ja, ich noch aber kein mir kannst Patent du habe. sagen, wenn ich dir den Motor liefere, dann kannst du es mir doch sagen. Ich meine, du gibst mir dann sicher so einen kleinen Anteil an deiner Erfindung. Weißt du, Hans, das ist eben in dieser Lektion, die du da gewählt hast, die eine, dort habe ich das erklärt, warum man das nicht macht. Ja, aber ich bin dein bester Schüler gewesen. Nein, ich darf das wirklich nicht sagen. Weißt du, wenn ich dir jetzt sage und der Heilige geschwind das erfährt und sagt, du Knüste, du sagst immer Psst. Und wenn ich dann nicht mal Psst mache, dann Ja, aber... du weißt. Nein, dann kann ich dir nicht helfen, sorry. Okay, ja, dann muss ich weitergehen. Tut mir leid, Hans. Hey, mach's gut und Ja, erfind noch mach's schön. besser. Mach ich. Gut zu erfinden. Hätte mir nicht helfen können. Ich könnte eigentlich mal das Skateboard ausprobieren. Ui, ui, ui. Und tschüss. Aber wenn ich mir da so recht überlege, die Erfindung könnte eigentlich gleich noch etwas sein. Ich glaube, ich gehe dem mal nach. Samuel, kennen Sie die? Bin ich da richtig? Ja, Sali, du? Wer oder was bist denn du? Hey, ich bin geschwind. Und der Geschwind? Knüsli schickt mich. Der Knü und Knüsli, genau. Aloisli. Ja, der Alois Knüsli. Ja. Das ist nämlich so. Ja. Wir haben zusammen eine Erfindung gemacht, aber ja, die ist mir letztes Mal leider kaputt gegangen. Ja. Jetzt bräuchte ich unbedingt einen neuen Motor. Aha. Und er hat gesagt, ich soll zu dir gehen und dich fragen, ob du echt da etwas hättest. Ja. So ein Zweitakt, 4-Zylinder-Motor. Muss ich mal kurz überlegen. Du, es ist eben so, weisst Susanne, meine Frau und ich, wir tun das Sirup brauen. He? Ich habe einen Spezialsirup erfunden. Und ich denke, der Alois hat gesagt, du musst Sirup holen bei mir. Stimmt das? Nein. Er hat gesagt, ich soll einen neuen Motor holen. Ein Motörli. Aber ein Motörli bringt ja gar nichts, wenn du keinen Sirup hast. Ja, aber wir brauchen ja keinen Sirup, wir brauchen einen Motor. Ah, aber Wir haben dort die Erfindung schon. die haben das so. Ja. Die haben so eine Erfindung. Ja, genau. Und du brauchst wirklich keinen Sirup. Nein, wir haben alles. Wir brauchen nur einen neuen Motor. Ja, wenn das so ist, warte mal kurz. Was ist das denn für eine Erfindung, wenn ich fragen darf? Ja. Weißt, Susanne ist eben so eine Plaudertasse. Und dann muss ich es eben ihr einmal sagen und berichten, weißt. Ja, weißt du, es ist eben noch... Die Erfindung die ist noch nicht draussen. Es ist noch ein Prototyp. Also drinnen, nicht Ja. draussen. Es ist noch ein Prototyp, der ist noch nicht am Lager, weißt du? Aha. Wir wollen jetzt für uns noch weiterentwickeln, dass wir den dem Ja. Bundesrat zeigen können. Aber Samuel, Bundesrat Samuel, der Samuel Smith. Nein, der hat keine Zeit. Ah, der kann sein, da. Schade. Ja, aber ich kann dir nicht mehr sagen. Einfach, hättest du ein Motörli für uns? Ein Motörli? Nein, aber ein Sirup. Schau, machst du es so, bringst das am Aloisli und das ist ein Spezialsirup. Ein Soki-Sirup. Und das kann ich einfach mitnehmen? Du gibst es am Aloisli und sagst, es ist von mir, vom Samuel. Ja, und hast du dann noch ein Motörli? Nein, ein Motörli habe ich keinen. Nein. Ja, gut, dann danke für den Sirup. Sehr gerne. Und ja, die gehen das halt am Knüsli sagen. Du musst ihm sagen, ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Erfindung klingt noch interessant. Ich könnte ja stellen gehen. Jetzt bin ich ein Suft. Ah, so gemein. Der Knüsli hat ihnen so vertraut, aber die Bienen wollen seine Erfindung stellen. Ja, zum Glück hat der Geschwind, der richtige wahre Freund vom Knüsli. Die zwei schaffen das auch alleine. Ich glaube auch. Aber hey, schaltet doch nächste Woche wieder ein. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Bei uns ist es wieder am Ende angekommen. Wir sehen euch nächste Woche wieder. Freuen uns richtig drauf und wünschen euch eine ganz gute Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao zusammen. Da ist ein anderer Mann ist gekommen und der hat den Gürtel von Paulus genommen, hat sich damit die Hände und die Füße, wahrscheinlich nacheinander, so gefesselt. Und dann hat er gesagt, dem Mann, dem, wo der Gürtel gehört,
der wird in Jerusalem fest leiden müssen. An Paulus stehen schwierige Zeiten bevor. Und das hat er gewusst. Aber er hat gewusst, dass Jesus bei ihm ist. Dass er ihn begleitet. Und was auch immer in dem Jerusalem passieren wird. Er hat sicher gewusst, dass die Liebe von Gott zu ihm nie aufhört. Nichts und niemand kann die Liebe wegnehmen. Und schnell sind ein Haufen wütige Leute gekommen und sie haben ihn gepackt und wieder aus dem Tempel rausgeschleicht. Er hat aus seinem Leben erzählt. Er hat ihnen gesagt, Leute, ich bin auch einer von euch gewesen. Bis zu dem Punkt, wo der lebendige Jesus selber mir begegnet ist. Jesus liebt dich. Die Frage ist dort nur, nimmst du die Liebe auch an? Nimmst du seine Vergebung an? Nimmst du das ewige Leben, das er möchte schenken, an? Und zwar ist Gott selber zu ihm gekommen. Gott selber hat zu ihm geredet. Sei getrost, Paulus. Denn wie du in Jerusalem von mir geredet hast, so sollst du auch in Rom von mir reden. Weil schlussendlich passiert nur das, was Gott will oder das, was Gott auch zulässt. Gott hat immer das letzte Wort und er möchte seinen Kindern immer wieder Mut machen, auch gerade in Schwierigkeiten. Der Paulus ist sicher in Caesarea angekommen. Ja, Gottes Liebe zu seinen Kindern ist gross und die hört nie auf. Sie bleibt für immer.